Ja, servus meine lieben YouTuber. Heute gibt es eine leckere Kürbissuppe und die reicht locker für so 5 bis 6 Personen und die will ich euch heute zeigen. Am besten nimmt man den Hokkaido Kürbis, also etwas kleinerer, und vor allem den kann man verwenden mit samter Schale. Das ist der beste Speisekürbis, was es gibt. Was brauchen wir für 5 bis 6 Personen? 2 Karotten, 2 mittelgroße Zwiebeln, 4 mittelgroße Kartoffeln. Dann brauchen wir zum Schluss dann etwas Petersilie, ungefähr 2 Esslöffel. Das haben wir schon mal weg. Und dann brauchen wir dazu 30 Gramm Butter nachher für den Topf. 100 Milliliter Schlagsahne, das kommt dann zum Schluss drüber. Aber wie gesagt, das sieht man dann im Video. Ja, zuerst schneide ich mal den Zwiebel, den wir jetzt einmal schälen. Ja. Und dann schneiden wir den in Würfel. Ja, wie gesagt, den Zwiebel einfach kleine Würfel schneiden. Ja. So, die geschälten Karotten und Kartoffeln werden dann in kleine Würfel geschnitten. Ja. Die sind jetzt schon geschält, das geht nicht so gerade. Einfach so kleine Stücke schneiden. Mit diesem Topf dann leichter kochen kann. Also Kürbissuppe in dieser Jahreszeit ist ein klassisches, feines Gedicht. Aber wie gesagt, nehmt nur den Hokkaido her. Das ist vom Geschmack her der beste Kürbis, was es überhaupt gibt. Da wird jede Kürbissuppe ein Gaumenschmaus. Die Kartoffeln, geschälten Kartoffeln ebenfalls in Würfel schneiden. Ja, das geht wunderbar. So kleiner, besser gart ist. Zum Schluss muss das alles püriert werden. So, alle Zutaten habe ich jetzt richtig geschnitten. Kartoffeln und Karotten, dann die Zwiebeln. Und jetzt kommt eigentlich der Hauptteil, der Kürbis. Also er ist ziemlich hart, nicht leicht zum Schneiden, also mit so einem kleinen Messer würde ich nicht empfehlen. Da nimmt man schon was Anständiges her. Und den werde ich jetzt vierteln und dann das Kerngehäuse entfernen. Dazu schneide ich mal so weg. Das kann man mal wegschneiden. Dann kann man nämlich den hinstellen. Und dann wird er anständig geviertelt. Oh, schaut ja nicht lecker aus. Man kann ein paar Kerne ruhig aufbehalten. Vielleicht kann man den selber dann anpflanzen. Normalerweise geht es. So.
Alles klar. Da kratze ich jetzt das Kerngehäuse raus. Am besten geht es mit dem Löffel. So sehen die dann aus, die Teile. Das mache ich jetzt bei allen anderen, dann sehen wir uns wieder. So, die ganzen Kürbisse sind jetzt ausgehöhlt, mit dem Löffel rausgekratzt, das geht am besten. Und wie gesagt, man kann ein paar Kerne auf die Seite tun und man kann die für nächstes Jahr nochmal getrocknet hernehmen. So, und jetzt schneiden nochmal in kleine Streifen. Also gutes Messer ist vom Vorteil. Der ist nämlich ganz schön hart. Natürlich im Stehen, das ist schon klar. Da hat so richtig orange Farbe und das gibt dann die typische Farbe in der Suppe. Und die Schale natürlich mit dazu, weil die kann man essen, die braucht man nicht schälen. Das gibt dann die bombastische, schöne Farbe. Gut, das wird jetzt ebenfalls wieder klein gewürfelt hier rein. Und dann geht es weiter. So, jetzt sind alle Kürbisse komplett geschnitten, also so kleine Würfel, das reicht dann. Den Petersilie ein bisschen vorbereiten. Ich schneide es immer schon im Voraus und dann kann ich später nur noch loslegen zum Kochen. Da das ein bisschen aufwendig ist zum Schneiden, habe ich das jetzt 2 Stunden ungefähr früher alles zubereitet und dann abends gibt es die Kürbissuppen. Ja. Petersilie. Das kommt dann oben drüber und dann ist das eine richtig leckere, geile Hokkaido Kürbissuppe. Genau, Hokkaido glaube ich. Ja genau, Hokkaido. Na gut, zum Kochen später dann.